Zu den Jiden in Boston und Umgebung seid begrüßt. Alle Mittwochabend von 7:30 bis 8:30 könnt ihr hören ein jüdisches Radioprogramm, das jüdische Kohl, auf der Station WNR 1600 AM Brookline, was bringt euch alles auf Jiddisch, sei von Reklames bis Unsummen, die Musik von der größten weltberühmten Chazonim, Volks- und Theatersänger und von den neuesten Schaffungen von den Klesboren von der ganzen Welt. Wir haben euch lebendige Gäste, Schreiber, Dichter, gebildete Persönlichkeiten und gesellschaftliche Führer, von denen wir können sich viel lernen. Wird größer haben von dem Programm, sagt der Freund und Bekannte, wegen dem Programm des jüdischen Kohl sollen sie euch hören und erneuern haben. Hört sich alle Mittwochs zu von 7:30 bis 8:30 Abend das jüdische Kohl-Programm auf WNR 1600 AM Brooklyn und hört erneuern. Ich will begrüßen den Eulen auf dem Abend, auf der Rekordierung, mit Gebeten, als ich soll sagen, ein paar Werte, jeder ich vier heran in der Konferenzier, sind die paar Werte, Stelje, Benkel, Heus, Fies, Nuss, und so weiter. Gut, jetzt will ich anführen, unser Exekutivproduzent in unser Konferencier für das heutige Programm, Ort ist Meyer. Guten Abend, teure Radio-Zuhörer. Ihr hört das jüdische Call Lebedeck von Reisterstown, Maryland, von der Jiddischwach. Das ist etliche Jäuvelin. Wir haben mal Jäuvel zu 20 Jahren von unserem Programm, dem Sommer in Chodesh Av. Und es ist euch ein Jäuvel mit 100 Jahren zurück, ist Chassia Segel geworden, 1 Jahr alt. Mit 100 Jahren zurück ist sie geworden 1 Jahr alt und jetzt ist sie geworden 100 mit 1. Sie ist auf dem Telefon, wie etliche von euch wissen schon. Und wir wollen ihr singen und begrüßen zu ihr Geburtstag. Aber mehr als 1000 Mal danke ich für die Freundschaft, für die Verbindung und für die Welt für junge Menschen. Geht um mit der Arbeit. Schönen Dank. Wollen wir hören, Es ist gut zu sein bei der Jiddischwach. Nicht alle meine Zuhörer wissen, als ich komme zu der Jiddischwach sind 1992, wenn mein Sohn ist damals gewesen 2 Jahre alt und die Kinder sind gewachsen dort auf Jiddisch. Jedes Jahr ist es gewesen ein Sprotz in sehr Ohrens mit Starkheit für Jiddisch. Sie sind weggekommen und haben geredet Jiddisch auf den Chaussee und nicht Englisch. Nachdem ist es geworden ein bisschen Ärger, ein bisschen Jahre, und dann sind wir zurückgekommen. Und sie haben da auch Chaverim, alte Chavetes und Chaverim und Neue. Und es ist ein größer Kabel zu kennen, Praven, unser Jonte da, speziell mit meinem guten Chaver Benjamin. Benjamin, was machst du? Was macht er hier? Ich gedenke, Benjamin, du flachst einmal anführen mit der Jiddischwach. Ja. Du flachst einmal haben eine rechte Hand dafür. Emes? Jetzt bist du meine rechte Hand. Ja. Sehen, was du für mich geworden. Ich arbeite das bei dir.
Wie arbeitet es von mir? Lass mal sehen. Lass mich vergleichen, was so es ist, als man soll rasen Stücke von mir erkennen, als ich soll kennen gehen spielen, Keuschball 2 Stunden lang. Ich darf noch betrachten, welche gefällt mir mehr. Gut, wir haben ein Programm und eine Zeit, wie alle wissen, alle Zuhörer wissen, ist, dass unser Programm ist schon lang. Und wir wollen bald kommen zu unserer ersten Sache. Und jetzt, was haben wir jetzt, Benjamin? Eine Tochter? Ja, ich meine, wir wollen anführen, eine von meinen Töchtern. Ja, Benjamin ist glücklich zu sein, der Tate von beide von die Schachteltäter, nicht nur eine. Chicago, wie es sich so ausgearbeitet. Wir kommen jetzt zu, wer hat dann? Es sieht aus wie Reine tun. Oh, Reine, gut. Ist Reine Schachter, lassen wir alle begrüßen, Reine Schachter und Benjamin Reina ist die Ältere von der Schächter Töchter und sie ist schon gewesen in etlichen Filmen. Herangerechnet Pripyatschik singt Jiddisch. Unsere Seide sind Babys wie Kinder, die Schächter Töchter auf der Bühne. In Romeo und Juliet in Jiddisch. Und das alles, bis sie es gewesen 5 Jahre alt. Jetzt wird sie singen Die Goldene Pave mit Werte von Itzig Manger in Musik von Dov Seltzer und Gesangen, was sie mit Herren von hinten sind von ihrer Schwester Temma und von mir. Ist die goldene Pave geflogen weg, kein Mist noch sich die nächtige Tag. Trili, trala, trili. Flieht sie in Fliet, bis sie trefft in die Berg, auf a weiße Schkappe an alten Tag. Trili, trala, trili. Tiet ihm die goldene Pave afreg, sie hast die gesehen, die nächtige Tag. Trili, trala, trili. Verknetschte Tag, dem Sternenkleid, die nächtige Tag, nicht gesehen, nicht gehört. In a Zieh, die Letzes in Fjord zum Feld. In sie klingt in die Bett, sein Ha-ha-ha-ha. A goldene Vögel in a ist geflogen die goldene Pave weg, kein Zwo von sich die nächtige Tag. Trili, trala, trili. Trefft sie a Fischer beim Weg von Jahr, spreit aus sein Netz und singt zum Gramm. Trili, trala, trili. Tiet in die goldene Pave afreg, sie hast die gesehen, die nächtige Tag. Trili, trala, trili. Verknetschte Fische, der Sternenkleid, die nächtige Tag, nicht gesehen, nicht gehört. Die nächtige Tag, nicht gesehen, nicht gehört. In verendigt sein Lied mit Tralalala. A goldene Vögel in a Narasa. Es geflogen die goldene Pave weg, kein Tor im Sichern die nächtige Tag. Trili, trala, trili. Trefft sie an Neger in
wir hören noch ein Patsch von Ringen der Ola Schäfer. Unsere Ola Schäfer Piano. Und jetzt, Menschen wollen nehmen eine kurze Hafsocke für Ansagen von unseren Unterstützern. Wir kommen gleich zurück von der Jiddischwoche in Reisterstown, Maryland. A schöne Teve, a guten gesunden Jahr wünschen wir alle unsere Koinem und alle Zuhörer von der Programm. Israel Buchstab ist der Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben auch von Auswahl von jüdischen Schriften, religiöse Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, wo ihr Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter ein Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brooklyn. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Wir schicken euch die Bücher, wo ihr verlangt. Liebe Zuhörer von dem Boston jüdischen Kohl, es rät zu euch Josef Lachmann. In einem Teich will ich ein Abmerken an äußergewöhnliche Date, dem 20. Jubiläum von der Programm Das jüdische Kohl. Für mich ist das in einem ein äußergewöhnliche Geschehnis. Ich bin gekommen in Amerika für Moskau in den 91. Jahr. Und dort haben Moskau in der Zeit gelebt zähnliche Tausende Jiden. Aber kein Zimmer für das jüdische Radioprogramm, für das jüdische Show, haben wir nicht gehabt. Mir hat abgekickt. Mit 23 Jahren zurück habe ich sich besetzt in Boston. Von den ersten Jahren habe ich da viel den Tam von einer jüdischen Zwiebel da. Adayom, Agizierto, mit Chalaste, mit der formellen Gruppe von jüdischen Intellektuellen, was dann sich von Zeit zu Zeit, es mussten nur auf Jüdisch, auf unsere Mama lassen. Und der Bostoner Arbeiterin führt durch Unternehmungen auf Jüdisch. Aber der Mann ist gesagt, sehr selten und nicht regulär. Der einzige jüdische Anstalt bei uns in Boston, was arbeitet wie ein Schweizer Säger. Jeden Mittwoch ist der Radioprogramm das jüdische Kohl. Von der ersten Tag von der Gebäude von dem Programm bin ich gewohnt, ihre übergegebene Zuhörer. Ein bisschen später haben wir die Umführung von dem Programm, Chasse Segel und Mea Dovet, wie man sagt, angenommen in Konnerein. Und ich habe morgen in die Radio-Audities. Ich will nicht sagen, sein Not und arbeiten nehmen mit Chassen und Meeren ist bei mir gewähnt die ganze Zeit das größte Vergnügen. Beide sind sehr talentierte Persönlichkeiten, gebildete Menschen. Eine ist Liebe von dem jüdischen Wort. Besonders will ich euch stellen mehr dort. Durch meine Meinung ist das ein Mensch ein Unikum. Es soll dünner und nutzen, muss das Programm vorkommen, und also jeden Mittwoch, bemäßigt für 20 Jahre. Mehr sucht gesehen neue Formen, wer soll sich interessieren, die zuhören, das Programm. Macht Interviews mit interessanten Persönlichkeiten in auf Jiddisch. Bringt die letzte Neues von der jüdischen Musik, Kultur, Literatur. Von dem Haus kommt auch mehr Ayasha Koyach. Ich will verändigen mein kurzer Ausdruck mit Winschwanis. So der Eberstag mehr geben gesund, Koyach und Zeit, ist so vorsetzen, die ausgewöhnliche Arbeit sein der Vornenträger von dem jüdischen Wort. Und nach der so sich noch lange Jahre am Neue von dem Bostoner jüdischen Radioprogramm. Seid mir alle gesund und stark, Aya Josef.
Und jetzt kommen wir zurück zu unserem Programm, das Jiddische Kol, was ihr hört auf Radio WUNR 1600 AM Brookline und auf dem Internet durch jiddishvoice.com. Und die Woche heben wir an, faktisch mit einem Podcast. Wenn es auch zu euer ganzen Computer melden, ich weiß nicht, mit was man erst das sagt, aber Menschen haben das lange Jahre verlangt. Ist gut, jetzt habe ich dem Vergnügen vorzustellen von dem Eulam in Boston, ein populären, beliebten Spiel da bei der Jiddischwoche, das heißt Freigeschläg. Und dort zu geben einen besseren Einführung zu dem Spiel, was sie hat jahrelang organisiert da bei der Jiddischwoche, ist Gittel Schechter Vishwanath. Gittel ist eine jiddische Poetesse. Man kann finden ihre Arbeit auf ihrer Webseite mit englischen Übersetzungen auf Jiddisch, mit englischen Übersetzungen auf der Webseite Plutzendicke Regen, suddenrain.org. Ihr Buch mit demselben Namen ist herausgegeben in 2003. Sie arbeitet jetzt auf dem medizinischen Gebiet und sie wohnt in Teaneck, New Jersey. Sie ist auch Vorsitzende von der Exekutive von der Jiddischliga und Stilredaktor von der Jiddischliga Publikation Affenschwell. Gittel Schechter Vishwanath. Schönen Dank. Ich begrüße alle Zuhörer von dem Eulam Dorf der Jiddischwoche und euch alle Zuhörer in Bostoner Gegend. Wie Meir hat gesagt, ist Jahr 20 Jahre von das Jiddische Kol. Ich will auch euch sagen, wegen einander sehr wichtigen Jäuvel. Es ist geworden 50 Jahre von Jugendruf Jugend für Jiddisch. Das ist die Organisation, was organisiert die Jiddischwoche jedes Jahr. Meine Herren, Jugendruf ist eine Jugendorganisation, die existiert schon seit 1964 und sie stützt das Reden Jiddisch, das aktiv Reden Jiddisch beim jungen Eulam und auch beim älteren Eulam. Zwischen uns allen. Und sie haben verschiedene Aktivitäten, herangerechnet die Jiddischwoche, wo es schafft, als wir zu reden Jiddisch. Jetzt lassen wir gehen zu dem Freigeschläg. Die von euch, die sind über ein gewissen Alter, wollen gedenken, als in den 1960er und 1970er Jahren ist gewesen ein Programm auf Television, das geheißen College Bowl. In College Bowl ist gewesen eine Konkurrenz, ein Vermest zwischen zwei Mannschaften von zwei basierenden Universitäten. Wir wollen reproduzieren ein Mini-Freigeschläg für euch. Das Freigeschläg mache ich jedes Jahr auf der Jiddischwoche und es ist basiert auf College Bowl. Wir haben 4 Vermestlers, 4 Konkurrenten. Sie wollen sein 2 auf eine Mannschaft und 2 auf eine andere Mannschaft. In den Namen von den Konkurrenten sind? Ja, wir haben auf eine Mannschaft Mark Kaplan, was ist ein Gelernter auf dem Gebiet von jiddischen Literatur. Stammt von Louisiana. Sein Buch ist heraus in 2011 und mit dem Titel How Strange the Change, Language, Temporality and Narrative Form in Peripheral Modernisms. Was ist wegen Jiddisch und Afrikaner Literatur. Hat ein Doktorat in Comparative Literature von NYU und ist jetzt Scholar in Residence bei dem Center for Jewish History in New York. Mark? Carol Kekelboim. Sie ist eine jiddische Lehrerin und Pädagog. Sie ist geboren in Polen, nach der Zweiten Weltkrieg gewachsen in ein Jiddisch und Polisch redendige Heim. Im Alter von 13 ist sie übergeklebt in Amerika. Sie hat gelernt Jiddisch in Programmen über die ganze Welt. Pearl Teitelwein. Und Pearl spielt Itzig Leib Wolek.
haben Anna Luden, sie ist Tochter von einem gut bekannten jüdischen Schreiber, Redakteur und Buddhist Yitzchak Luden. Geboren ist sie in Israel, arbeitet sie jetzt wie Aidsgeber auf dem Gebiet von Computerei und sie wohnt in Amsterdam, Holland. Und auf der Mannschaft wird sein David Fischmann, ein New Yorker, Gelernter auf dem Gebiet von der Geschichte von Misrach-europäischem Judentum und der Geschichte. Er wird oft in Moskau und beklaut zu gewesen im Ratenverband und er arbeitet auf Project Judaica, was ist eine Zusammenarbeit zwischen Jewish Studies Program in Moscow State University und JTS, wo er ist ein Professor. Und er ist gut bekannt bei der Jiddischwoche, ist Lome Herren, Apat Bravo für David Fischmann. David Fischmann spielt bei Miriam Trin. Und Lome Herren wegen dem Preis, der was sein oder ihre Mannschaft gewinnt, wird gewinnen Preis, Prämie. Und der Preis ist zu bekommen das Call von Theo Beckel auf sehr Entwickel oder auf sehr Klingklang. Das ruft man auf Englisch Ringtone. Theo Beckel ist gut bekannt, er ist ein Sänger, Akteur, politischer Tour, geboren ist er in Wien. Er ist aufgetreten auf der Bühne, auf Radio, auf Television, in unterschiedlichen Produktionen. Er ist lange gewesen Präsident von Actors Equity Guild und er ist ein Mitgründer von Newport Folk Festival. Und er hat vorgestellt Tevye auf der Bühne in Fiddler auf dem Dach mehr wie 2000 Mal. Und er ist erst geboren, 90 Jahre alt, was man das gepratet in einem großen Konzert in Los Angeles. Das wird sein, sehr gut zu haben, seine Stimme auf der Call. Und auch sein Film ist noch was Arois mit dem Namen Theo Beckel, In the Shoes of Sholem Aleichem. Das ist noch was Arois und auch sein Buch wegen seinem Leben. Gittel, ich gebe dir jetzt den Mikrofon. Schönen Dank, Maya. Ich will bekitzer geben zu verstehen die Klullen von dem Spiel. Wir haben zwei Menschen auf meiner rechten Seite, zwei Spieler auf rechts und zwei Spieler auf links. Ich habe sie gekriegt 10 Fragen auf verschiedene Themen. Und ich will fragende Fragen. In wer sie kennt zuerst dem Entfer, mag er aufschießen mit der Hand in Briefen antworten auf der Frage. Ich will auch warnen, ob ihr hebt die Hand, eider ich endig die Frage, will ich nicht endigen die Frage, und ihr werdet davon antworten auf der Frage, was ihr meint, ist die Frage. Geht? Ja. Benjamin Schechter wird sein der Schäufet in Gerstenhalter. Geht, wird sitzen dort in seinem Gerstenhalter. Geht, wir sind bereit? Ja. Sehr gut. Wir heben uns. Welcher Planet hat die größte Lagune? Ist es die Erde, Jupiter oder Saturn? Mark? Jupiter? Jupiter ist richtig. Jupiter hat eine Lagune, was heißt Ganymed, was ist 3,5 Mal die Größe von der Lagune auf der Erde. Sehr interessante Information. Jetzt haben wir die zweite Frage. In welchem Sefer von Chemisch lernt man die Geschichte von Jetzias Mitzrayim? David Fischmann. Schmois ist richtig. Das heißt auf Englisch Exodus. Und kommt die dritte Frage. Wird gemacht sehr eine ernste Studie über dem,
Sie me wird nasser in dem Regen, wenn man läuft durch den Regen oder wenn man geht durch den Regen. Will ich auch fragen die Frage, wenn wird man nasser, wenn man läuft oder man geht? Chane Ludin. Nein. Die Frage geht jetzt zu der anderen Mannschaft. Wenn man läuft, es ist kedai, wenn ihr geht, a derech a Regen, spannt sich euch und geht Pavonium. Oh, wir haben eine Frage, was ist scheich zu Boston? Dem Baseballist beim Boston Red Sox, Ryan Dempster, hat man in 2013 bestraft, unverwehrt zu spielen in 5 Spielen. Für was hat man das getan? Was hat Ryan Dempster getan? Ich bin sicher, dass unsere Laners, unsere Ziehherren in Boston wissen. Chane Ludin. Das ist auch kein Sibbe, man soll was schrufen. Nein, aber gescholten ist nicht der richtige Antwort. Mark? Geprüft spielen Baseball mit der Cricket-Hilfe. Ich meine es nicht. Der richtige Antwort ist, als hat in Misten bekieven geschlagen dem Yankee Alex Rodriguez. Ich sehe es Emitzer in unser Eule mit gewissem Antwort. Sehr fein. In Queens hat gewonnen eine Prämie. Gut, wir haben noch eine Frage. Rechnet euch 3 jüdische Lieder, was der Mannen uremkeit. Perl Tetelboy. Avremo der Malviche, a Gesinn Salbe 8, Bulbes. Sehr fein. Efter weiß Perl etwas wegen uremkeit, was der andere weiß nicht. Eine politische Frage. Welcher Französ hat in 1981 gewinnen über Giscard d'Estaing? Mark Kaplan. François Mitterrand. Das ist der richtige Antwort. François Mitterrand. Eine zoologische Frage. Welche Chaie hat ein Schmeckhusch? Perl Tetelboy. Nein. Ich meine, das Pedal hat nicht richtig verstanden. Die Frage ist, ich will wieder fragen die Frage von der anderen Mannschaft. Welche Chaie hat ein Schmeckhusch 60 Mal so groß wie ein Mensch und kann erkennen bis 100.000 verschiedene Reiches? Der Iberchaser. Mark, die bist nicht auf der richtigen Mannschaft. Die andere Mannschaft? David Fischmann. Sehr gut. Wieso ist sie gewiss? David ist gerecht. Der Hint hat sehr sensitiven Geschmack. Ich bin ein ständiger Zuhörer zum Pflegeschläger. Oh, wie die bist nicht kein Hint. Gut, wir haben jetzt noch eine Frage. Welche 2 jüdische Bewegungen hat man verlegt in demselben Jahr? David Fischmann. Der Bund und der Zionism. Wer sollst du gewiss, was die Frage wird sein?
Selben Jahr. Aber die Frage ist, das ist richtig, aber die Frage ist gewesen, welche zwei jüdische Bewegungen haben verlegt in demselben Jahr wieder vorwärts? Sei wie richtig. Dasselbe Jahr, 1897. Ich habe gewollt sagen, aufstehen und wegsetzen. Interessante Bewegungen, ja. Es ist geblieben noch zwei Fragen. Jahr in 2014 merkt man ob dem 25. Juli von welchen historischen Geschehnissen in Deutschland? Hanne Luden. Vereinigung von Deutschland. Der Einbruch von der Berliner Wand und Vereinigung. Richtig. In Sofgelsof, die letzte Frage. Ich meine, wir wissen alle, als Pablo Picasso ist geboren geworden in Spanien. Aber wer weiß, in welcher Stadt ist geboren geworden? Mark? In Barcelona? Nein. Soll ich fragen die Frage noch einmal oder die gedenkte Frage? Ich denke nicht den Antwort. In welcher Stadt ist Pablo Picasso geboren geworden? Efter Granada? Efter. Aber die richtige Antwort ist Malaga. Ja, die von uns, was trinken Wein, wissen, dass der geht. Sehr fein ist, wir haben geendigt die Spiel von Freigeschläg. Der Gewinner hört, was der Cheshm ist. Die Mannschaft von Miriam Trin hat gehabt 4 Punkte und die Mannschaft von Itzik Leib Wallach hat gehabt 4 Punkte. Und jetzt noch mal hören ein Wort von unserem Sponsor. Uniglob Blair Travel, Reisebüro, wünscht einen guten, zufriedenen Jahr allemann, Reisende und Zuhörer. Wir haben die billigste Reise von ihrer Planblätten, für Besondere oder Gruppes, bei Mitzvah-Gruppes mit religiösen Zeremonien. Wir haben Hige und internationale Reisen, auf Schiffreise speziell zu den Karibien, Alaska und Europa. Wir machen fertig für euch alle Pläne. Unser Telefon ist 617-738-0500. Der Telefon ist noch einmal 617-738-0500. This is WUNR Brookline. Teure Zuhörer zu der jüdischen Radioprogramm, das Red Hasche, Sigel von Florida. Ich begrüße heute zu begrüßen am 20. Jubiläum für das Radioprogramm. Ich kenne das in Gleibas, ich darüber die 20 Jahre, ich habe bekannt mit Meir Doviden mit 25 Jahren zurück. Das war ein großer Makel von mir und von der Bostoner jüdischen Gesellschaft, von den jüdischen Menschen. Hat umgebeten mein Leben, reingeführt mir in eine andere Welt und hat gebracht die jüdische Menschen in Boston ein geöffnetes Tier für jüdische Kultur und für jüdische Leben. Wenn ich bekannt mit Meir David, ist gewesen Schüler von meinem Manns jüdische Klasse in Arbeiterring. Wo sie gewesen etliche Männer, wo sie gelernt haben bei ihm Jüdisch und sie sind gegangen, wo gegangen, sie haben lieb gehabt zu sein bei ihm in Klasse. Mein Mann hat mir erzählt von Meir Doviden, hat sehr große Fähigkeit zu sprechen und behebt sich ab, wenn er für seine Welt kennen Jüdisch. Und bei ihm ist es herausgewiesen in einer kurzen Zeit später. Mit einem Jahr oder halb später, in Meir Doviden kommen und sagen uns, also da ein jüdisches Radioprogramm in Brandeis und mit Tochter so aufhören mit dem Programm. Wir kennen das Krieg, das Programm vergordet, aber während ist es kein gut Jüdisch. Weil hat gewusst, dass ein Jüdisch noch nie wieder sei fertig, hat gebeten, man soll da raushelfen.
Mein Mann, was war der Liebhaber von Jiddisch und gekannt Jiddisch bei älteren jüdischen Gymnasien in Europa, hat sehr lieb gehabt die Sprache, hat gesagt, dass eine große Gelegenheit sind über zu dem Programm. Und wir haben nicht gewusst, was zu tun mit dem Programm, wie das anzugeben damit. Ich will einmal sein, ein Gast auf dem jüdischen Radioprogramm in Boston. Von deswegen habe ich keine Sache nicht gewusst, was zu tun mit dem Programm. Und wir sind reingegangen bei der Blinderheit und gemacht davon auf eine größere Ausstreckung. Erstens hat man angefangen, reden gegen jüdische Neues. Übersetzt von der jüdischen Zeitung, von der englischen Zeitung, von der russischen, und gesagt, dass sie nie genug am Anfang bringen, lebendige Menschen. Welche der Titel soll Kinder sorgen, nicht nur lernen und nicht nur hören, Neues, was bekannt lernen allein, noch sehr Erfahrungen verleben. In Boston haben wir Menschen gekommen auf die 30er Jahre von Europa und sie haben eine Sache, was zu erzählen, wir kennen gut Jiddisch. Zwischen selber wir eine Sache Litwische, mein Stadt, mein Litwische. Und ich habe reingebracht, jemand, Manja Web, Miriam Liebensson, Gita Wirtschaft, und ich habe gewährt, ein Wort von jüdischen Kummerei. Miriam hat gebracht sehr schöne Poemen für sie geschrieben, und ich habe Schreibungen von den jüdischen Themen. Meine fängt also alle Neues mit einem scharfen russischen Akzent, also kennt gut Jiddisch und hat eine gute Stimme zu reden. Wirtschaft, Gitter, hat gebracht Dialekten, sie gerät ein bisschen anders, Jiddisch wie mir haben gerät. Und sie geworden ein bisschen mehr lebendig. Der Radio hat gekommen, mehr persönlichen Gefühls zu Menschen. Mit angefangen vielen als nicht nur als Täter sagt, als Lebendige. Mehr hat angefangen bringen Rabbonim, Vogelleiter, die Kinder von Schule, und sie haben gegeben die Woche, die Pasche von Woche, andere gegeben, andere religiöse Gefühle, aber beim Gelost alle reden, wer es gewollt hat, wegweisen. Der größte Teil unserer Programme sei geworden, ich habe uns mehr verbunden mit der jüdischen Woche. Die jüdische Woche ist einmal ein Jahr, in 1. August, die Zeit für ein Jahr, was wir vorkommen in den Bergschüsse in unser Land, zwischen New York und Massachusetts. Und dort kommen Menschen von der ganzen Welt, von Australien, von Frankreich, von wo war es der Welt noch. Allerlei Menschen, sehr gebildete und nicht sehr gebildete und sehr interessant. Viele Nicht-Jiden, wo sie in der Welt reden, Jiddisch, und hat ein Gefühl für Charotte, sie kommen zu der Woche, kommen noch ins Recht. Wir haben dort getroffen, äußerst interessante Menschen, und wir haben sie reingekommen zu dem Radioprogramm für Curiosity, wo die Welt zu bedienen. Wir haben mehr gefunden dort interessante Menschen von Russland, Studenten. Wir haben Studenten von allen Ländern von der Welt, und wir haben ausgekriegt, wir haben eine Karte mit reingebrachten Programm. Mit uns ist auch nicht geendigt. Ich bin weg von dem Programm mit meinen Eltern und mit meiner Reisfrau von Boston. Ich will sehr schwer zu sagen, zu gesegnet mit zusammen Art Leben, was ich geklärt habe, Leben sei. Und ich bin rübergefahren in Florida. Mehr hat mir gehalten, Sinne, vielleicht noch abrufen von Zeit zu Zeit und werden sagen ein paar Wörter. Und als ist 20 Jahre, und ich sehe die fruchtbare Arbeit, was Meyer hat getan. Ich habe mir viele geholfen, aber ich denke, als ohne wird keine Sache nicht gewährt. Und mit 20 Jahren von fruchtbaren Sachen, fruchtbare Arbeit, und wir haben alle genossen, wir sind sehr dankbar, was wir haben zusammen Menschen, was hat gebracht, was sehr viel für unsere jüdisch redende Menschen. Und er begrüßt auch alle verhochen, wird alle was kennen Jiddisch und die was kennen noch nicht zu hoch das Programm. Es ist ein gutes Programm, ein neues, ein reiches und ein sehr wertvolles zum Herrn. Ihr Bechasse, Siegel.
Und jetzt begrüßen wir auch zurück zu dem Programm das jüdische Kohl und unser Konferencier Meir David. Guten Abend, Zuhörer, das ist nach Meir David zurück bei der Jiddischwoche in Reisterstown, Maryland. Dank Benjamin und ein Dank, was ihr habt. Kinder haben zwei schöne und begabte Töchter. Und Ott ist noch eine von den Töchtern, die jüngere. Das ist Tamar Lieber-Schachter. Dank Meir, ederig viererland Tamar, will ich noch geben Kredit. Emetze für dem, was Tamar ist euch tut. Und das ist mein Wab Heile. Tamar trägt schon auf die Bühne, sind sie 3. Und sie hat schon gesungen in 4 Kontinenten in der Welt. Und sie hat schon gesungen in einem Film, in der Schächter-Töchter-Film, was ich damals früher. Und jetzt wird sie singen ein Lied, wo es unsere Zuhörer kennen sehr gut. Sie sind von der Sama bekannteste jüdische Lieder. Aber ihr werdet schon bald sehen, für was ihr sollt nicht priven mitsingen.
Atem von der Butcherie Jadka und Essenbar-Geschäft auf Harvardgasse in Brookline begrüßen zum neuen Jahr die alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jüdische Call. Die Butcherie Jadka befindet sich in Brookline, 428 Harvard Street in Brookline. Telefon 617-731-9888. Das ist die Butcherie, 428 Harvard Street, Brookline. Telefon 617-731-9888. A git Abend und a gitte Woche, teure Zuhörer. Ich heiße Mark Kaplan. Die von der Jiddischwoche wird mich gedenken von früheren Radiotransmissions wie die Hauptrolle in der ersten Transgender-Vorstellung von Jentl der Yeshiva-Bacher. Stanley Kowalski in Chaim gerade selten gehört Adaptierung von A Tramweib, was heißt Bänkschaft. Und das Herrbuch Nussach von Weinreichs Englisch-Jiddisch-Jiddisch-Englisch Wörterbuch. Heint aber spiele ich eine neue Rolle als Wortsorger von Kasrilivke Medikamenten. Kasrilivke Medikamenten. Eierkrankt ist unsere Tochters Bas Mitzvah. Heint auf der Jiddischwoche haben wir in Kasrilivke Medikamenten, wo Eierkrank ist unser Parnasse, bemerkt, eine einzelne Gelegenheit zu versammeln an internationaler Konkurrenz von Doktoren, medizinischen Forschern und Philologen von jüdischen Ausleg. A Dank an Abmach zwischen unser Ballerboss Schmelke Edelson und der Republik von Turkmenistan stützen wir a Konferenz zu schaffen neue und jiddischistische Refus mit Sachen zu sein die Welt. Wir senden Kasrilivke Medikamenten. Kasrilivke Medikamenten, wo euer Krank ist unser Maselbrocher. Auf unserer Konferenz haben wir zum Sof geklebt 3 Beteiligte. Leider ist einer von den 3 herabgefallen von Konkurrenz, weil hat genommen sein eigenes Medikament, Loyaleikum. Dafür haben wir jetzt zu tun mit 2 Finalisten. Der Choshever Dr. Dudi Ringelblum von Melbourne, Australien. Und der berühmte Forscher Schollenberger von Louisville, Kentucky. Laut unserer Abmach wollen wir stellen die 2 Referaten laut dem Alphabet. Berger für Ringelblum. Du durchst sich als Australien kommt für Amerika. Aber ist Australien denn ein Land? Insel kommt für Meluche. Australien ist Chevre, der Iker ist nicht wer geht zuerst. Der Iker ist Poschet, was der Konkurrenz ist untergestützt von Kasrilivke Medikamenten. Kasrilivke Medikamenten, wo Eierkrank ist unser Rebbe. Choshever Eulam, Choshever Zuhörer, Choshever Vorsitzer und Repräsentant von der Firma Kasrilivke Medikamenten. Kasrilivke Medikamenten, wo Eierkrank ist unser Datsche. Wie euch dem so gerufenen Choshever Vorsteher von der drittrangiger so gerufener medizinischer Forschungsinstitut bei dem so gerufenen John Hopkins so gerufenem Spital der Choshever Dr. Scholem so gerufenem Berger. Von dem Land, was hat euch gebracht Penicillin, dem kopplischen reingesetzten Euertreibel und dem Mikrob Helicobacter pylori, bringe ich euch dem samenneisten Reformmittel. Ich will sich nicht Chalila allein stellen zum Haupttisch, ob nicht ich es wäre, das Tag getan, aber ich will unterstreichen, als von allen fähigen Medikamenten ist das fähigste. Von allen betamten Medikamenten ist das betamste. Und von allen universalen Refues ist das der universalste. Es ist doch klar, als der Mensch lebt doch nur von etlichen elementalen Elementen. Wasser und Vitamine. Haben wir australische Doktoren, Wissenschaftler, Forscher, Gewinner von der Nobelprämie und Stammvolksiden und Kängurus. Haben sich zugetragen, wie man kann verbessern, das, was ist poschet, einfach, natürlich und zum Ärgsten billig. Weil es ist doch klar, als alles, was ist teurer,
ist doch teurer. Wasser allein ist ganz fein, aber es fehlt dort in der jüdischen Tarn. Es ist doch, wenn man sich nicht genaren, ein bisschen wasserdick. Noch australische Wasser ist doch berühmt über der Welt. Und ob es schon nicht, wollte es taggig gedarft sein. Weil von australischem Wasser macht man australischen Bier. Und was ist es wegen australischen Bier, was ist da so gekinzelt? Es ist die Haven, was man legt da rein. Und wenn Haven wären ausgenutzt, was tut man? In anderen Ländern warf man sie heraus. Der Zeit. Noch nicht bei uns. Der Zeit. Ein mächtiger Gewehr gegen Krankheit, was nur die Salomon wissen, wie umzugehen damit. Und beschaß andere, so gerufene, zivilisierte Länder wie Schweden und England und Kanada und ja, viele unserer beliebten Australien lesen Krankheit mit der Händen, Pendem, Giechkeit. Man sagt Patienten in 1-2 Tagen und Patienten und Medikamenten hat so, es werden gedeckt von einem Regierungssystem, haben wir in Amerika versichert, als das Element Zeit soll mehr ausnutzen, Latowas eier gesund. Mit ein Wort, wir machen euch warten, uns ist von eier Teube wegen. Das ist mehr wie ein Wort. Muss wir warten in Amerika für eier Befuß, warten für eier Teube, warten für eier Gesundversicherung und das alles. Ist Kedai soll besser werden. Was länger man wart, im Warten darf jeder in unserem System als Gesinnter wird man. Und ich darf euch sagen, als ein Zweig von unserem Sponsor, Kasrilke Industries. Kasrilke Industries heint eier krank morgen die Welt. Und entwickelt eine neue Hamsoa, a Reusweise in die Zeit. Es ist ein neues Startup, was wird gestützt, breit und weit, in real time. Und es weiß die Zeit, beschasse geht allein. Wir rufen das dem Sieger. Und dem Sieger kann ihr stützen mit der Kickstarter auf dem Namen von esweisdiezeit.com. In Amerika, in jeder Office, jeder Patient und jeder Doktor ausgestattet mit der Sieger, was klappt und klappt und klappt, bis die Gehirn kriegen raus und kommt, man weiß nicht, was man... Sei wie sei. Ich danke euch allen für eure Zeit. Die Zeit, die einzige Refuge in unserem amerikanischen System, nur mit der Zeit, was auf wir, wie auf alle gute Sachen, muss man überwarten, kommen wir leben bis 120, bis man schreibt ab die Gesundheit so, als die Kinder und Kindskinder wissen, so von alle Deutes. Es sei genug, will ich euch sagen, heute man wart genug, weil jeder krank verschwunden wäre mit der Zeit. Und jeder weet euch, gut schlechte Wege auf der Schippe. Ich danke euch, Tyra Zuher, und ich danke Dr. Ringo. Ich danke Dr. Berger, ich danke Dr. Ringelblum, Dank unserer beiden Beteiligten und Dank unserer Zuhörer. Also, Medikament, wo ihr krank, geht uns Tage an. Dank, eine gute Nacht und eine gute Woche. Wir haben jetzt ein Wort von unseren Sponsors und dann kommen wir zurück mit dem letzten Teil von dem jüdischen Call, was man hört, Lebedeck von Reisterstown, Maryland, von der Jiddischwoche. A gut Jantev, a gut gesund Jahr und Chag Sameach wünscht euch Cheryl Moore und die Moore Mishpacha von Cheryl Ann's Bäckerei in Brookline. Kommt rein in Cheryl Ann's, was befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, zu kaufen Chales und allerlei gute Batamte Gebäcks. Sein Telefon ist 617-469-9241, 617-469-9241. Und wir sind zurückgekommen zum jüdischen Call-Radio-Programm Lebedeck von Reisterstown, Maryland, von der Jiddischwoche. Und jetzt habe ich dem größten Covid und Vergnügen vorzustellen Shmuel Pinchas und Shira von Fish Street Klezmer Kapelle. Ein Minute sollte wissen sein, Fish Street Klezmer ist basiert in Boston. Sie spielen Klezmer und jüdische Lieder mit Chazen Ken, Shmuel Pinchas Richmond, auf Fiddle und Gitarre und Shira Shazir auf Akkordeon und Mandolin. Und beide singen. Sehr kompakt ist, heißt Intoxicated, Yiddish Songs of Love and Drinking. Sie wollen zuerst anheben mit traditionellen Volkslied, L'chaim Yidden. Und nachdem wird man haben zu Gast dem Chosheven Fiddlespieler Itzip
Leib Wolek, a Fiedler und a Tate von der jüdischen dicker Mischwache mit a Weib und 3 Kinder, was sie seien alle da bei der jüdischen Schwach, Kinderhora. Ken und Shira, Fish Street Klezmer Duo. Wir wollen bedanken Krista Whitney, Produzentka, Direktorsche von Wexler Oral History Project. yiddishbookcenter.org/tellyourstory, @yiddishstories auf Twitter. Benjamin Schechter, Programmmitanführer, musikalischer Regisseur, Pianist, Scheufet Cheshbemhalter, yiddishsisters.com. Die Singerkes Tema Liebe Schechter und Reina Nechoma Schechter, die Schechter-Tächter. Shmuel Pinchas Richmond und Shira Shazir, Singer, Fiddle und Harmoschka-Spieler. Itzik Leib Wolek, Fiddler. Gidel Schechter Vishwanath, Freggeschlag Organisatorsche. Chana Luden, Perl Teitelbaum. David Fishman, Freggeschlag Spieler. Mark Kaplan, Freggeschlag Anteil, medizinische Skizze Anteil, wie euch schreiben und registrieren. Dudi Ringelblum, Shalom Berger, medizinische Skizze Anteil. David Brown, Schreiben, Übersetzen und Ausplanen. Label Jelgen, Bienenverwaltung. Senderbot Winne, Klangverwalter. Osher Finkel, Klangmitverwalter. Raphael Finkel, Jiddisch Gabe. Adank, Josef Lachman und Chassias Segal, Programmmitanführer. Und Rittke David und Judith Swaletzky. Und Adank Jugendruf von der Jiddischwoche mit Annie Kaufmann-Sperosch. Und Adank Schiffer Whiteman, Eulam Organisatorsche. Kind, tanz mit mir in der Tanz von Amor. Gehad nur mit dir, hab ich Fried und nicht so. Sie gedenkst, wenn ich hab's mehr Stimmt, dich der Sehn gespielt hat den Wand, die Musik so schön.